den Weg zur Bushaltestelle zu finden. Für Bernhard Klaus ist das ein Hürdenlauf. Hier in München am Josefsplatz. Die Fahrräder sind schon schlimm genug, die stehen überall. Und die E-Roller sind aber, die werden ja extra so platziert, dass sie im Weg stehen. Weil sonst fallen sie ja nicht auf und dann werden sie nicht genutzt. Und die sind schlimmer. Ich bin auch schon über 2 Roller gefallen. Ich habe schon 3 oder 4 Roller umgeschmissen. Das ärgert mich sehr, weil ich immer suchen muss. Und ich laufe hier gegen die Roller. Ich habe immer blaue Flecken am Bauch, weil ich die Lenker abkriege. Also das ist sehr ärgerlich, weil es nicht sein muss. Erst wenn er den Bus hört, weiß er, dass er richtig ist. Denn ihm fehlen notwendige Orientierungshilfen, wie hier an der U-Bahn. Diese Leitlinien lotsen ihn. So kann Bernhard Klaus sich ganz selbstständig in der Stadt bewegen. Er arbeitet für den Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund und ist für Mobilitätsfragen zuständig. Mit diesem Holzmodell entwirft er Verbesserungsvorschläge für die Bushaltestelle am Josefsplatz. Jeder möchte sich doch selber selbstständig irgendwo hinbewegen, ohne fremde Hilfe. Das sieht ja die Barrierefreiheit vor. Und dafür brauchen wir halt Hilfsmittel. Dafür brauchen wir taktile Leitlinien am Boden, die wir mit dem Langstock wahrnehmen und wissen, hier ist unser Ziel. Wenn die nicht da ist, dann würden wir uns ja im öffentlichen Raum überhaupt nicht zurechtfinden. Orientierungshilfen könnten auch diese Haltestelle barrierefrei machen. Was wir wollen, ist ein Leitsystem, dass ich von der U-Bahn über dieses Rippenplatten bis zu der Bushaltestelle komme. Früher waren Blinde in eigenen Heimen und Anstalten untergebracht. Bildung, ein selbstständiges Leben und gesellschaftliche Teilhabe, das mussten sie sich erst erkämpfen. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund war dabei ein wichtiger Unterstützer auf dem Weg zur Emanzipation. Er wurde 1920 gegründet. Vor 100 Jahren. Einen Beruf nach Wunsch zu ergreifen. Früher war das für viele blinde und sehbehinderte Menschen ein unerreichbarer Traum. Stenotypistin, Bürsten- und Korbmacher. Für diese Berufe wurden sie ausgebildet. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Doch im Alltag bremsen nach wie vor viele Hürden Blinde und Sehbehinderte aus. Sie profitieren nicht von allen technischen Entwicklungen. Zu Hause kämpft Bernhard Klaus oft mit der digitalen Anzeige an seinen Haushaltsgeräten. Wie etwa bei dieser Kaffeemaschine. Jetzt geht's nicht. Jetzt könnte es natürlich hier unten der Kaffeesatz sein. Aber der ist auch noch nicht voll. Ich spüre schon. Ist noch leicht. Also ist es wahrscheinlich entkalken. Muss ich dann wohl bestätigen hier. Und dann geht's. Wir wünschen, dass es eine Sprachführung zumindest gibt, ein Sprachmodul, das mir sagt, wenn eine Meldung auf dem Display erscheint, zum Beispiel Maschine entkalken oder ähnliches. Und wenn ich dann ins Menü gehe, dass es mich an eine Sprachausgabe auch durch das Menü führt. Dass wenn ich hier drücke mit Pfeil hoch und Pfeil runter, dass er dann sagt Reinigung, Datumeinstellung und so weiter. Aber da passiert gar nichts. Ich kann mir nur Kaffee machen. Und wenn die Maschine funktioniert. Ansonsten helfen auch mal Ehefrau Brigitte und Tochter Sarah. Dafür macht er wieder ganz tolle Sachen. Er macht meine PC-Arbeit, weil das ist nicht so meine Baustelle. Er geht auch Getränke holen oder Staubsaugen. Also gründlich Staubsaugen macht immer mein Mann, weil der saugt überall. Ich saug dann nur da, wo die Laufspuren sind. Und wenn er gesaugt hat, dann sieht man, dass alles blitzeordentlich ist. Also es ist jetzt nicht einseitig, sondern wie eigentlich in jeder Beziehung, nur halt anders. Ja, es ist auch Gewöhnungssache. Also mir ist es jetzt eigentlich relativ egal, ob ich meinem Vater helfe oder nicht. Ich mache das gerne und mir macht es auch Spaß. Aufgewachsen ist Bernhard Klaus in der Nähe von Frankfurt. Ein Verkehrsunfall sollte sein Leben verändern.
Als 22-Jähriger kommt er nachts mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser Strecke, die ich aber sehr gut kannte, bin ich dann gegen ein entgegenkommendes Auto gefahren. Ich weiß nichts mehr von dem Unfall, aber ich bin ca. 26 Meter durch die Luft geflogen und beim Aufprall hat es durch die Fliehkräfte den Sehnerv zwischen zwei Knochen gespannt und ist dadurch abgequetscht worden. Das Gute daran war, ich konnte nie jemandem die Schuld dafür geben und jemandem sagen, hier, du bist schuld, dass ich blind bin, weil wegen dir hatte ich den Unfall, deshalb sorg du mal für mich und ich lass mich hängen. Sich hängen lassen. Das kam für ihn nie in Frage. Er machte das Abitur nach und verkaufte eine Zeit lang in einer Firma Computerhilfsmittel für Blinde. Vieles hat sich getan. Ein Screenreader liest ihm zum Beispiel die Texte vor. Die Schrift muss vorliegen auf der Webseite. Der Screenreader kann nur Text lesen. Der kann keine Bilder erkennen und die Bilder umsetzen, sondern das muss rein im Text vorliegen. Auf eine hilfreiche App schwört sein Kollege IT-Experte Alexander Pavkovic. Es geht um eine App, von der ich gehört habe. Du sollst ihm was vorlesen lassen können im Internet. Ich glaube, Be My Eyes oder sowas heißt das. Die kostenlose App Be My Eyes verbindet freiwillige sehende Helfer mit Sehbehinderten. Verbunden. Hallo? Hallo? Ich habe hier so eine Karte bekommen. Text könnte ich mir ja irgendwie vorlesen lassen, aber ist da vielleicht noch irgendwas anderes Interessantes drauf? Ein Foto oder irgend sowas? Ich versuche es jetzt mal hier. Nein, da ist kein Foto, da ist nur ein Text mit Unterschrift. Okay. Einfach so eine Begrüßungskarte oder so ist es. Okay, dann hole ich mal die andere Seite her, ob da was Nettes zu sehen ist. Es ist so ein kleines bisschen nach links und nach unten. Nach unten? Nach unten bitte, nach unten. Ah. Karte, ja, genau. So. Fröhliche Weihnachten steht drauf. Wunderbar, dann weiß ich da Bescheid. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte zum Beispiel mal das interessante Anwendungsszenario Altglascontainer. Da gibt es doch diese braunen Glasflaschen und die weißen und die grünen. Und ja, und dann habe ich mit Hilfe von Be My Eyes die Dinger sortiert und in die richtigen Container geworfen. In der Freizeit geht Bernhard Klaus regelmäßig ins Fitnessstudio. Als Jugendlicher war er begeisterter Handballspieler. Jetzt joggt er zweimal die Woche in einer Laufgruppe. Doch seine große Leidenschaft ist das Skifahren. Ein Begleitfahrer unterstützt ihn bei der Fahrt über die Pisten. Ich fahre am liebsten, wenn es leicht schneit, ohne Wind. Und das ist dann so total Ruhe, eine Stille und ich schwebe durch das Gelände. Das ist ein Feeling, das kann man gar nicht mehr beschreiben. Ein Leben ohne Sport kann er sich nicht vorstellen. Er liebt die Bewegung und die Gemeinschaft. Wunsch ist, dass man die Menschen so sieht, wie sie sind. Ich bin blind, aber trotzdem bin ich in erster Linie erstmal ein Mensch. Und schon bald geht's los. Nach Südtirol in den Winterurlaub.